Hast du sowas noch machen müssen? Du bist sowas nicht, wir haben so Aschenbecher für die Eltern gemacht. Wir haben aber einen vierten Aschenbecher gemacht. Ja, stimmt. Die haben noch einen unten. Warum habe ich den nicht mit aufgenommen? Habe die Ehre. Hier bin's, der Birger. Das ist der Kani. Hi. Schaut halt wieder mehr aus wie ein Vollmongo, aber das ist auch nichts Neues. Das ist der Florian. Hallo. Ja, der ist heute auch dabei. Und das ist Spätzewirtschaft. So, Kinder, wir haben uns heute versammelt mit einem wundervollen Thema, das heißt Erinnerungen an den Kindergarten und Schule. Drum schau ich aus wie ein Vollidiot. Du musst erst aus wie ein Vollidiot. Ich weiß zwar nicht, ob wir heute so weit kämen, bis wir wirklich beim Abschluss sind, aber du hast halt wirklich eiskalt einfach Glatzhosen von damals. Ja, ich hab geschaut, was ich noch hab, und dann habe ich mein Kappi von der ersten Klasse gefunden. Ein Bayern-Kappi. Bayern! Ja, darüber lässt sich streiten. Riesiger Bayern-Fan gewesen, wie alle Kinder damals. Ja, jeder hat einen Mario Basler im Kinderzimmer gehabt. Wen hast du im Kinderzimmer gehängt gehabt? Oh, das war... das ist eine gute Frage. Es war tatsächlich ein Dortmund-Spieler, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, Ach, Dortmund war damals auch noch hoch im Kurs, weiß ich auch noch. Ja, war das nicht sogar Jan Koller oder so? Irgendwie? Matthias Sammer? Der war schon 10 Jahre nach deiner Zeit. Bei uns war es der Sammer. Also, Matthias Das war Sammer. ich glaube, der Jan Koller, weißt du, der 3,5 Meter Hühne, Weiß ich nicht mehr. der mit Glatzkopf. Wie uns eigentlich nicht interessiert, ich kann der es gar nicht Scheißdreck. mehr sagen. Warst du Bayern-Fan oder? Ich war leider blau. Also zum Glück, das bin ich halt noch. Bist du Schalke-Fan? 60er, du musst. Oh, lecker. Das hätte mir keine Ahnung, du kommst nicht von da. Sogar hiesiger nicht. Ich muss sagen, weiß-blau. Ja, ist wichtig. Ja. Ein wichtiges Detail. Aber den großen TSV kann man schon mal feiern, da hat er nicht ganz unrecht. Was hat das mit dem Kindergarten zu tun? Einen absoluten Scheißdreck. Ich habe noch gebäunert haben. Und der Flo hat in den letzten 7 Folgen gesagt, dass er nur gebäunert hat. Ja, okay. Dann, Florian, wenn du an Kindergarten zurückdenkst, du hast so richtig kleiner Hosenscheißer. Wie alt ist man im Kindergarten? 3. Jung. Was ist das Erste, was dir einfällt? Bällebad. Habt ihr ein Bällebad gehabt? Bällebad, Mann. Die Wichser Bällebad gehabt. Ja, ich war sowieso ein kleines behindertes Kind. Das war damals, ich war in 2 Kindergärten. Das ist ja eine ganz komische Geschichte schon. Erst im Normal und dann das mit den Delfinen. Nein, ich war wirklich. Florian, als guter Freund muss ich dir das fragen. Hast du als Kleinkind mal Delfine gestreichelt? Das mache ich halt noch manchmal. Okay. Ist das etwa nicht normal? In Dänemark. Und hat dann der Onkel Werner die gestreichelt. Da müssen wir jetzt kurz einhaken. Unser Bildungsauftrag muss erfüllt werden. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe nämlich nachgegoogelt. Dänemark hat seit 2015 auch Sodomie unter Strafe gestellt. Also es ist leider kein Paradies mehr für den Flo. Für mich, du wolltest unbedingt hin. hin. Der Onkel Werner wollte unbedingt immer nach Dänemark. Der hat, glaube ich, auch schon die dänische Staatsbürgerschaft. Nein, nach Dänemark kommst du nicht so leicht. Heute ist die Paradiesfolge für den Onkel Werner, wenn wir über Kindergärten und Schulen reden. Der wird schon vor dem Bildschirm sitzen mit der Gleitcreme und mit den Taschentüchern. Wie oft kann man seine Tastatur besamen in einer Stunde? Ja, Onkel Werner, ja! Wir haben tatsächlich so einen Onkel Werner bei uns im Kindergarten gehabt, der ist immer, da war damals der Fall, da ist immer so ein Mo am Zaun entlang gegangen, weil es war ein Kindergarten hinten mit einem ewig langen Garten, und da ist immer ein Mo umeinander gegangen, und das hat mir Mom dann irgendwann später erzählt, ich hab das nicht mehr gewusst, dass da dann mal Polizei gekommen ist und hat ihn gefragt, was er da tut, und er hat gesagt, nix, er geht da nur spazieren und so, und dann ist er nicht mehr, dann war er nicht mehr da. Da läuft's mir eiskalt am Bugel. Da fällt mir auch direkt eine Geschichte, die springt zwar schon ein bisschen später, aber jeder von uns war im Schullandheim. Da können wir später sein. Ich war tatsächlich nie. Okay, das bitte. Das ist wirklich bitter, weil das ist eigentlich ein schönes Erlebnis. Hast du nicht wollen oder nicht dürfen? Nein, bei uns ist das, wir sind da nie gefahren. Wir haben in der 4. Klasse ins Schullandheim gefahren. Wie alt ist man in der 4. Klasse? 10, Frag mich nicht. 9, Kali war 13. 9, 10, irgend so. Und lustigerweise habe ich da gerade erst so eine Dokumentation drüber gesehen, über Werners? Ja, Werners halt, Werners. um ganz ehrlich zu sein. Und einen ganz speziellen, der hat damals der schwarze Mann geheißen, den hat man so genannt, der Schwarzmann, der hat jahrelang, also jahrzehntelang, hat der, also da läuft es mir eiskalt am Bugel. Und das war halt genau, wenn wir da im Schullandheim waren. War das und der das aus dem Schulheim entführt hat? ja, teilweise? und 3 davor hat er umgebracht. Ja. Das ist richtig kranker Scheiß gewesen. Und diese Geschichten, wenn du dann da mit, die kriegst du da mit, ja, auch wenn du nur 10 bist. Und du machst da einen Spaß draus. Jetzt, wenn ich das 20 Jahre später sehe, was der da hat, der ist da schwarz angezogen mit der Lederjacke und mit einer Sturmmaske in das Schullandheim eingegangen und ist dann einfach brettelbar in das Zimmer von den Buben eingegangen, hat sich dann über die drüber gelernt und hat dann gesagt, brauchst du nicht runter, mit der mal dann nichts. Und er schaut dann so und greift dann den Buben an. Und teilweise nimmt das mit und bringt's um. Völlig gestört. Da läuft's mir eiskalt am Bugel, aber das ist, Völlig das war genau in der Zeit, das war wirklich... Kommt daher dann auch das, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Oder ist es tatsächlich eher Das ist rassistisch, Hautfarben fragst du, begründet? Ich kann's dir nicht sagen.
Ich glaube, das ist allgemein so eine Gruselgeschichte für kleine Kinder oder der schwarze Mann. Mann. So. Ja, das war Aber halt immer ganz schon. ehrlich, Hand aufs Herz, weil man ja diese Diversity- und Scheiß-Tolerance-Diskussion ja sowieso immer und überall hat. Habt ihr damals eben an einen Na, nie. farbigen Nie. gedacht? Nie. Oder halt einfach an einen Es war schwarz scheißegal. gekleideten Mann, der hat bei mir nicht einmal Augen gehabt. Ich hab Sogar. da Ich hab immer eigentlich- eine schwarze genau. Silhouette. Ich So eigentlich hab ich mir das überhaupt nicht dran vorgestellt. denkt. So, eigentlich nur Null. vom schwarzen Mann, das war der Spulpunkt, Genau da hat keiner das, drüber nachdenkt. Und warum? Weil, ach, sag's nicht, Birgit, du wirst bloß wieder rausgeworfen. Hau ab von dem Podcast. Ciao, ab von dem Podcast jetzt Nazi. einmal. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin kein Nazi, aber. Genau, aber wir haben jetzt Angst vor dem weißen Mann. Ja, wer hat Angst vor einem aber weißen Mann? Warum eigentlich Mann und nicht Frau? Stimmt, Ja. warum hat keine Angst vor der schwarzen Frau? Oder vor der weißen Frau? Oder vor der schwarz-weißen? Weil die weiße Frau gerne mal den Manager spricht. Scheiß Karens, das ist einfach, vor denen habe ich schon Angst. Kindergarten. Kindergarten. Bällebad. Ihr habt wirklich ein Bällebad. Dieses gehabt. Ja, also ich habe da zwar ganz kurz die Geschichten anbei. Das ist einmal, ich war in 2 Kindergärten. Ja. Ganz strange Geschichte. Zweite, noch strangere Geschichte, ich habe 2 Religionen gehabt. Also mehr oder weniger. hast einmal Ich war katholisch erst und katholisch einmal und dann bin ich evangelisch geworden, ja. Warum denn? Bist du wenigstens mittlerweile aus der Kirche aus drin? Noch nicht. Ne? Aber Stopp. Du hast wenigstens zu der guten christlichen Variante gewechselt, das passt Ich schon. muss aber dazu auch noch sagen, ich war wenigstens so schlau, ich habe natürlich die Firmung nicht mitgenommen, ne? Ja, Natürlich den Tausender aus Klinglos. Da hat jeder einen Tausender gekriegt. Ja. Schei, Firmung da, was habt ihr? Unsere Zuhörer, was habt ihr zur Firmung gekriegt? Ich sag's Oder- euch, was ist, ich hab von meiner Großtante einen Tausender gekriegt. Ja, Oder stopp, zur ich schau dir Konfirmation, nicht wenn es coole evangelische Worts. Kommunion Ja, hat's Protestanten, auch. Spalter. nur- Ja, es gibt- Wobei, im Nachhinein muss ich sagen, das Fach Ethik, da habe ich mich damals so drüber lustig gemacht, wenn wir über die 5 Decken ausstehen müssen und haben gehen müssen Und die zum haben die- Ethikunterricht. Und ich habe aber gelacht drüber und danach habe ich dann festgestellt, so, verdammte Scheiße, das Ethikfach hätte tatsächlich was gebracht in Ja. deinem Leben. Das war viel besser als die Religionsgrütze. Aber dass der Herr Jesus, ja, ich weiß, das ist die Geschichte. Ja, es ist ein einfach blödes Thema. Ich fragwürdig. wollte es nur anmerken, nicht, dass man das nachher nur irgendwann anschneiden. Du trittst nächste Woche aus der Kirche aus. Ja, ich habe Urlaub nächste Woche. Aber das Kirche, da bist du ganz heimlich vorhin, schaffst du Nein, nicht zum nein, Austreten. Kira ist in Kira war da schon. Da war Kira schon. Ja, stimmt, ja, in dem Moment. wo Leider, die also wir Folge werden uns das alle gehört. nicht sehen. Ja. Okay, bye. Okay, ciao. Was haben wir noch im Kindergarten? Was man nur im Kindergarten heute. Bällebad ist hat noch süß. das- Kuschelecke? Cool. Kuschelecke, ich weiß Onkel Werner, Du hast da oder? Onkel Werner drin gelegen. Und hat gesagt, Schmutz mit mir. Er hat mir einen kleinen Löffel gesagt, das war immer ich. Dein kleiner Löffel oder sein kleiner Löffel? Also ich war immer der Oder kleine den. Löffel und der hat mir den großen Löffel Also, er hat mich ausgeschabt. Ausgeschaut. Wir haben sicher Pfleger, die uns zuhören, die wissen, glaube ich, gerade, was du meinst mit Ausschaben. Das ist nichts Das Schönes. ist mir Gott sei Dank nie passiert. Gott Mir auch sei nicht. Dank nicht. Aber es passiert ist anscheinend oft in Altenheimen dann mit. Ja, ist okay, passiert aber im Kindergarten ist es auch, bis an das erinnere ich mich ja. Nein, ich weiß gerade, einer, der einfach Schon freiwillig passiert. immer in die Hosen geschissen hat. Wir haben einen gehabt, der hat immer gesagt, Tante in die Hosen geschissen. Das ist mir eingefallen. Der hat Robert geheißen. Ich weiß nicht mehr, seinen Nachnamen weiß ich auch noch, aber den sage ich jetzt natürlich nicht. Du hast die nicht. Aber warum weiß ich das noch? Das ist 30 Jahre her. Länger als 30 Jahre her. Wir haben mal mit Kind vorbei da. Da haben wir aufs Klo und dann haben wir den Bisistrahl gekreuzt. Das haben wir Nein, das da. tut man nicht. Tut man nicht. Tut man nicht. Das Aber haben wir die nicht gewusst mit 4. Aber bei den Ghostbusters schon gelernt, dass man die Strahlen nicht kreuzt. Verdammt. Da haben wir hab später ich da schon beim Fußball Ghostbusters noch geschaut, ich glaube schon. Ich habe zumindest Turtles-Malbücher im Kindergarten gehabt, das weiß ich noch. Ja, fangen wir jetzt wieder so oder wie? Dann kommt der Flo wieder nämlich Ja, schmeißen. jetzt Dann was auf. hat. Jetzt haben wir auch ein Heute ist Thema. dein Primetime. Heute ist Heute bist nur Primetime. du dran. Was habt ihr noch gegeben im Kindergarten? Was habt ihr denn drin? Was wir mit drin waren, wir waren mal ganz viel draußen. Und das war dann teilweise Grundschule, beziehungsweise auch noch Kindergarten. Baumstamm-Wrestling. Da haben wir so fette Baumstämme gehabt. Und da hast du die dann aufgesteckt gegenüber. Und dann haben so 10 Leute hintereinander gestanden. Dann hast du immer 1 gegen 1 gerestelt. Oh, like und der American gewinnt, Gladiator. und der gewinnt, hat gewonnen. Also der Stimmle. Das ist wirklich Ich mein so. mein Fall. Entschuldigung, wie geht denn das Spiel? Ja, der Gewinn hat gewonnen. Also, Nein, der ist ein Doppel und das Das war halt kann immer ich so meistens das nicht das schmächtigste Kind am Schluss, das wo die ganze Zeit umgestanden ist. Und Was kommt über David Vettel? Olli. der als letztes beim Fußball gewählt worden ist, der hat gewonnen. Grüße gehen raus an Göttel. Na, Spaß. Na, ich war nie mit ihm in der Schule. Göttel, die war mir sauer. Die ist ja nur fiktiv. Kindergarten, das erste, was dir einfällt.
Ja, noch Egal, Gewehr was- habe ich schon verzeiht. Und dann, dass ich Anschiss gekriegt habe, weil wir mit dem Frisbee hin und her geschmissen haben und dann ist irgend so eine dumme Brunskache ist uns durch den Frisbee-Wurf durchgegangen und ich habe einen Shell angezündet. Aber nicht mit Absicht. Und die blöde Wulze ist dann zu der Kindergärtnerin gerannt und hat gesagt, ich habe das Frisbee am Kopf geschmissen. Und dann habe ich Anschiss gekriegt, weil ich gesagt habe, ja, aber wir haben ja doch hin und her geschmissen. Ja, da musst du schauen. Und so, da muss ich schauen. So, die ist da eingelaufen und hat nicht geschaut. So, ja, wenn ich ganz nicht aufpasst. Was ist mit mir? Ich habe dafür später irgendwann was nur mehr uns auf den Kopf geschmissen, da aber fällt mit mir jetzt Absicht. eine Geschichte, es ist eher Jugend, hat nichts mit der Schuld zum da, das ist ein sehender Hurensohn-Move, Alter, aber es ist so lustig, wenn ich den neuen erzähle. Freibad. Ich glaube sogar über das Freibad kann man eine ganze eigene Folge machen, da habe ich die Hälfte von meiner Kindheit verbracht da drin. Haben wir ins Nichtschwimmerbecken eingegangen, das war ich und dein Nachbar. Ich kann seinen Namen jetzt nicht sagen, weil das mag er nicht, das weiß ich, dann hasst er mich. Der jetzt über mir wohnt, oder? Ich weiß nicht, ob er über dir wohnt, die Säge. Der Göttel. Die Säge himself. Der Göttel. Der Göttel. Ja, genau. Alles klar. Also das ist das Nichtschwimmerbecken. Und da waren wir wieder ganz klar. Und wir haben richtig krass werfen können. Da tut ich mir nicht runter. Eine Ende, das andere Ende vom Schwimmbecken. Und dann waren wir halt da so und haben einen Ball gehabt. Einen Tennisball. Der richtig shit zünden hat. Und dann haben wir halt Ewigkeiten so da, als darf man den hin und her werfen. Und irgendwann haben wir halt einmal den einen aus Versehen ins Gesicht geworfen. Dann hat es uns Vollgas zerrissen. Und Aber schon aus Versehen, oder? am Anfang aus Versehen. War wirklich, also wir haben halt hin und her geworfen und hat so da noch ein Bälle drauf, hat es uns zerrissen, war es auch lustig. Irgendwann habt ihr festgestellt, das ist irgendwann haben wir festgestellt, das ist saulustig. Und dann haben wir immer nur ins Nichtschwimmen reingegangen, wenn es wirklich rappelvoll war. Weil du bist gegangen, hast du geschaut, hast du gewartet, bis zwischen uns auf seiner Seitenenden irgendein Kleiner oder irgendetwas, war wurscht, ob es ein Erwachsener war oder nicht, vorbeigegangen ist und dann haben wir halt probiert, dem Vollgas ins Gesicht zu zünden. Und wenn wir Das getroffen will ich auch haben, geil. tust du in der Menschenmenge einfach den flupp und schaust weg und Ja, schwimmst genau. irgendwas umeinander und machst irgendeinen Scheiß. Das war so gut, Alter. Da haben Sachen passiert, dass war das heute schön lustig. Zeit. Das war heute, sollte man heute machen. Nächstes Jahr im Nächstes Freibad, Jahr- wenn sie offen hat. Ja, machen wir's mal. Wir gehen jetzt einem Hallenbad machen, bei den kleinen Kindern. Machen Das ist ja machen wir so ein Dreieck machen. Ja, Wir haben genau. so ein Dreieck. Es war so ein richtiger Hurensohn, aber ich hab nur ein Grinsen im Gesicht, wenn ich da heute denke. Ich meine, es war ein Tennisball, der hat keinen Schädelbasisbruch gehabt, aber er hat schon Den, zum... den hätte ich fast einmal organisiert, weil ich hab mir den Witz erlaubt, das war jetzt auch war Du hast einen Grundschulzeit. Schädelbasisbruch organisiert. Nein, fast, so in Anführungszeichen fast, weil ich hab mir einen Schneeball gemacht damals im Winter und hab den dann ins Gefrierfach eingelegt, weil man dachte, sicher cool, wenn man den eingefriert und dann hier nimmt zum Werfen und ich hab so brunstdumme Scheiß. Meine Kalk nur. So ein scheiß Nachbar gehabt, der hat mich immer so aufgeregt und der hat uns immer, wir haben draußen gespielt haben, ist der gekommen und hat irgendwie dagegen treibert und ist dann zum Petzen gelaufen, damit man halt Ärger kriegt. Das war einfach nur ein Arschloch kennen, so eine richtige miese Fotze halt. Und ich hab mir irgendwann gedacht, irgendwann ist mir so, mir ist dann eingefallen, dass ich hab den vergessen, den Schneeball, und hab mich dann wieder so aufgeregt, und hab gedacht, irgendwas mehr ich am Ei da und mehr ich am O da, und dann ist mir halt so eingefallen, du hast noch diesen Schneeball im Gefrierfach und das Ding war halt einfach nur ein riesiger Eisklumpen. Der hat uns die ganze transoliert und dann hab ich ihm das Ding in die Fresse gezunden, dass es halt in seinem Gesicht sonst Platz ist, dieser leck, Eisding. was Also meinst mit du, wie voll- weh das tut? der hat ausgeschaut, mir leck. ist aber dann abgehauen und dann, weil der natürlich wieder mit seinem Bab gekommen ist und den sein Bab hat er gerne mal fremde Kinder angehauen und dann sind wir mit abgehauen und dann haben wir Okay. uns 2-3 Tage später haben wir wieder gesehen, der hat ein Feigerl gehabt, der hat ausgeschaut, Da kommst du quer froh sein, dass es blau. nicht aufplatzt ist. Er hat uns aber nie wieder Ärger gemacht. Dieser Idiot hat sich ferngehalten. Das von uns. mit im Freibad, das habe ich nicht nur mit der Person, die du da halt auch kennst, sondern nur mit noch einer anderen. Mit dem Göttl. Ich sage jetzt auch mit dem Göttl. Wieder mit dem Göttl. Mit dem Steff. Und ohne Scheiß, der Steff war so einer mit mir auch, also ohne umeinander zu flecken, wir waren einfach sportlich damals, aber ich habe auch gut werfen können, aber der Steff hat geworfen, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Da haben wir in der Turnhalle, also beziehungsweise draußen, das große Fußballfeld, da haben wir über Weitwurf gemacht. So, da steckst du dann ab mit 10 Meter, 20 Meter im Sportunterricht und dann ganz hinten haben 50, 60 Meter, da hat eh kaum einer hingeworfen, habe ich auch nicht hingekratzt, ich glaube 50 Meter habe ich geworfen und der Steff hat halt hinten über die Bahn drüber geworfen. Und ohne Scheiß, der, wenn die mit dem Schneeball drauf fahren. Oh, leck, Alter. Du bist umgefallen, wie ein Nasser, wenn ich sage. Das ist wie wenn der einer schmiert. Dumm, ein Erwachsener. Das ist Obwohl, ein leider Erwachsener. Das war ganz kurz, sorry. Wir haben jetzt nur bei jeder so eine Geschichte, die einen geprägt hat, so mehr oder weniger. Ja. Ich habe nur aus der Grundschule eine Geschichte, die mich geprägt hat. Das war damals so 3., 4. Klasse, da wo du halt dann langsam schon mal so ein bisschen angefangen hast, so ein bisschen anders zum Dinger. So ganz leicht zumindest. Ans andere Ufer, rechts oder meinst du? Fuck you. Na, aber Nein, bis zur 4. Klasse sind alle Mädels scheiße. ja. Scheiß ja, Mädels. aber Mädels, das war Buh, immer- Buh, nein, mal her. aber da war es dann schon witzig, da war es dann schon ein bisschen anders, weil wir haben uns damals dann gegenseitig die Hosen abgezogen. Klassiker, ist halt lustig. Alle miteinander. Bestätige, ist halt lustig. Richtig. Und Und ich fange das jetzt war- mal an. Ja, auf jeden Fall war das dann wirklich so, dass wir uns da
beim Sportunterricht waren wir und dann alle ziehen so leicht an und dann hat der andere so Bock springen müssen. Und dann er kurz vorm O-Lauf hat die Lehrerin so, ja, jetzt los und ich ziehe einen Tosen an und er zieht Unterhosen mit an und da habe ich mir selber schon gedacht, das war bitter. Super. Ja, das war aber da eine bittere Erfahrung. Also dort habe ich direkt in der 4. Klasse, das musste mir geben, das hat mein Leben wirklich geprägt, da habe ich eine Mitteilung an meine Eltern bekommen und einen Anruf. Oh, ja, der Sohn hat dem anderen Typen da die Hose runtergezogen. Deswegen kann ich nie mehr so ein Kind kriegen, weil wenn ich so einen Anruf kriege und einem Telefon hingehe. Ich sag das, was ist, ich war in der 1. und 2. Klasse ein richtiger Hurensohn. Ein richtiger Hure. Weißt du, was in meinem Erstklass-Zeugnis, da kriegt man ja kein Zeugnis mit Noten, sondern so ein Gesetz, Text, ja. ein Text. Weißt du, was da in der ersten Zeile im Erstklass-Zeugnis drinsteht? Hurensohn. Sie Hurensohn. Ja, ungelogen. Originalzitat. Birger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas anzutun. Richtig stark. Müssen die noch mehr aus. Also ist nicht gelogen, steht 1:1, sondern die war, mein Mann war regelmäßig da hinten. Elternsprechtag war das Allerschlimmste, was passieren kann. Ich habe gewusst, die geht da dann erfahrt sie Dinge, sie kommt nach Hause und ich werde tot geprügelt. Und ich werde mit Dingen verprügelt. Und ich werde mit Sachen verprügelt. Aber haben wir noch nicht, haben wir immer noch im Kindergarten. Aber was erinnert mich im Kindergarten? Und wir haben was bei uns das Highlight war, ist, wenn wir Aufwege haben dürfen in Speicher. Klingt erstmal komisch, aber klingt wirklich komisch. wir haben im Speicher Ist oben gut. eine Art Turnhalle gehabt mit Catcars. Geil, haben wir mehr gehört. Was an Und das Grüne war das Beste! Okay, das ist geil. Und das war schon geil. Mit den Catcars war geil. Und wenn wir aussehen haben dürfen, haben natürlich alle Vollgas runtergerannt. Nur einen riesengroßen So kleine Orks waren das einfach wieder. So die aus. Und dann im Sandkasten hat es das bestimmte Spielzeug gegeben und das allerbeliebteste Spielzeug waren so Backer, wo du die aufsitzen hast können, dann hast du vorne zwei so Heben gehabt, Wild. die waren, also wo du die aufsitzen hast können, war rot, glaube ich, und wie nennt man das, der Arm war gelb und hast mit zwei so Heben, hast in den Sand dann eine backen können. Das war der geilste Scheiß. Wir haben da so lange umeinander backert mit den Dingen, dass wir die eine Hälfte vom Sandkasten in die anderen Hälften umgebackert haben, bis wir am Boden unten waren. Ja, das war wirklich, das war schon ein Meter tief oder so. Als wenn auf einmal Erde gekommen ist. Ja, genau. Dann so, wo krass, Alter. Ja, und das war, da warst du ein kleiner Scheiß, da warst du 5 Jahre oder so, da warst du dann schon stolz, wenn du ein Meter tiefes Loch gekommen hast. Ja, aber hallo. So Sandburme, ist das ein Loch? Ja, kann ich mitgraben. Ja, warum? Weiß ich nicht. Graben einfach. Nice. Geil. Das war einfach nur nice. Habt ihr das auch so die obligatorischen Assi-Kinder gehabt, die immer dreckig waren im Gesicht und so? Kennst du, was ich meine? Da habe ich damals nicht aufgepasst. Weil ich kenn's jetzt die Kinder von Ich glaube, ich war Bekannte. das. Ja, genau. Wahrscheinlich geht es nicht, Wenn es noch nicht aufgefallen sein, was es selber. Genau. Ja, das ist so ein Klassiker. Wenn es keinen komischen im Raum hast, dann bist du es selber. Meistens, ja. Das hat immer so Assis gegeben, die haben immer Rotze in der Fresse gehabt. Das war ich nicht. Eindrücke Nein, Rotze. das war ich nicht. Ja, das stimmt. Ja, da ganz oben gehen und so. Genau. Ja, ich weiß genau, wie das ausschaut. Ich lauf dir auf. Essensreste immer über die Rumbicker gehabt, weil Nein. ihre Scheiße als Eltern das dumm und das war mit dem Hoden übers Gesicht drüber fahren. Ja, ich glaub, der. Ja, genau. Und dann der Assi und dann der Säuferer. Immer so, der hat den Unterlippen so gehalten, so. Und dann ist der ganze Säufer da reingelaufen. Der hat voll auf das Rössing und der hat immer gesäufert. Ich kenne den weiß ich heute noch, wenn ich sehe, ich sage heute noch zu einem Säufer, 30 Jahre später. Warum sind asoziale Kinder so asozial? Ich habe immer gefragt, warum kannst du nicht schlucken? Warum? Dein Mann kann sicher, frag die. In Gottes Namen. Aber der hat immer gesäufert. Assi. Kindergarten war Ganz cooler Sidefact noch. Ich habe damals einen Kindergartenfreund gehabt, oder mein bester Kindergartenfreund, der hieß David. Und darauf beruht auch mehr oder weniger der Name von meinem kleinen Bruder. Echt? Ja, tatsächlich. Hast du gesagt, dass er David heißen? Ja, weil das damals, die waren so gut beieinander, das war halt dann natürlich... Hast du dem noch heute Kontakt? wir singen uns ab und zu und eigentlich ist jedes Mal dasselbe, wir singen uns besoffen und dann sagen wir, wo leck du, mein Bruder warst so Vegetier und Und dein restliches Leben wird euch das erzählen, bis beide tot umfallen. Der Klassiker dann immer so, müssen wir wieder was machen, auf alle schreiben uns zusammen, ist Ja, klar, ja. und man hört nie wieder was voneinander. Doch, Bis zum nächsten Rausch. ja, genau. So Kandidaten Gib mir mal deine Handynummer. Oh Gott, und wenn er dann schreibt, wegdrucken. Aber keiner schreibt da, keiner schreibt da. Keiner schreibt. Das schreibt keiner. Bei uns hat es immer Schlafkönig gegeben. Das Kind. Das ist mir jetzt alles dann im Erwachsenenalter eingefallen, das war nur ein Drecksspiel, das Kindergärtnerinnen erfunden haben, damit, ich habe jetzt nicht gendert, das waren nicht nur Kindergärtnerinnen drum. Waren es bei uns auch, wenn man ich finde da ein Moor irgendwie komisch, das passt doch nicht. Aber irgendwie weird, gibt es aber glaube ich. Meine Mom, die arbeitet, die ist Erzieherin. Ja. Und die hat da ganz oft so einen Typen gehabt. Genauso wie es dir vorstellst. Wie darfst du jetzt einen Typen vorstellen, der im Kindergarten arbeitet? Assi-Hippies, die wollen nicht arbeiten Ja, wollen. so Hippie-Typen. Die halt meinen, das ist einfach ihre Arbeit, das der Genau, und da war die ganze Tag Kinderscheiße über ihre Also was so Assi-Hippie, Assi war er nicht, aber so ganz bei die Hosen, so übertrieben lange Shirt, recht lange Hose, ein bisschen gehen lassen. Haben wir mit Pfleger in der Community. Das ist irgendwie weird, ich weiß nicht warum.
Hat immer so, da schwimmt immer der kleine Teddybär noch mit. Dieses scheiß Schlafkönig-Spiel, das ist mir dann später erst eingefallen, dass das die ganzen Kindergärtnerinnen nur gemacht haben, damit sie mal eine Stunde lang in der Ruhe haben, wo den ganzen Scheiß gestorben. Weil es ist darum gegangen, dass wir uns in der Turnhalle alle am Boden hinlegen müssen, auf Matten, und du wirst Schlafkönig, wenn du die am längsten stillhalten kannst und nichts sagst. Und dann sind alle Kinder einfach nur da gelegen, und wer sich bewegt hat oder was gesagt hat, der ist dann ausgeschieden und hat sich aussetzen müssen, aber da auch leise sein, damit die anderen nicht gestört werden. Dann haben sie die ganzen Kindergärtnerinnen einfach mal eine Stunde lang Ruhe. Wie mega schlau ist das denn bitte? Ja, voll, das war eigentlich voll. Und Geht so. Dass dieser 5-Jährige nicht durchschaut, spricht Bände. ja, ich sag's immer, Kinder, also Menschenkinder sind die dümmsten auf der Welt. Das ist unfassbar. Ein Tier kommt auf die Welt, läuft umeinander und kann alles sehen, und das Menschenkind kommt auf die Welt und bricht das Knack, wenn du dann seinen scheiß Kopf nicht festhältst. Also ich weiß nicht, was das soll. Und das ist die Spitze der Nahrungskette. Oder wie? Das kannst du eine Stunde lang liegen lassen, dann weiß ich. Ja, der ist einfach tot. Warum? Weil es den Kopf selber hinhält. Du hast das Knack drauf. Vollidiot. Vollidiot. Du Vollidiot. Ja, genau. Und dann hast du eben, liegt dir eine Stunde hier und bewegt dich nicht, dann bist du kein Sieger, und dann denkst du, ja, geil, wieder. Und dabei geht es einfach nur darum, dass du eine Stunde von dem Leben hergeschenkt hast mit Dolling. Kennst du jetzt alle die Teile, die wo du draußen gehabt hast, die wo so viel so Reifen gehabt Da, wo haben? man dann so komisch sägt und so. Ja, Nein, da wo du draufstehst, da wo du praktisch, da wo du dann du die so meinst, geht. verstanden. Ja. Ich werde mir nochmal anschauen und dann Ich vielleicht hoffe mal verstehe, erst ja. ab der... Erst ab der Grundschule. Ja, genau, da hat es Teile gegeben. Ja, Mongun, okay. Er ist ein Klick gemacht. Und Zeit da. Na, Was? kennst du die Ja, Nummer, da wo ihr es aufgestiegen habt und das eine ist hergestanden wie das andere, und dann hast du praktisch immer switchen müssen. Das ist andere unten gestanden, das andere um. Und das ist überhaupt nicht so schön ganz groß, flüssig die Reifen. gegangen, gell? Das war mega behindert, ich Voll. habe keine Ahnung, wie die anderen Das Leute... hat 3 so Radl gehabt. Na, Wie viele Radl? 4 normal. 3. Ja, Das nein, ist 3 dumm. Reihenradl, meine ich. Und dazu haben 2 so Holzplatten, Genau. mit denen hast du gehen müssen. Ja, mehr oder Voll weniger. behindert. Ja. Totaler Scheiß. Aber das hat jeder Code. Ja, aber so Ja, gerade das haben wir mehr gehört. aufgestellt, und habe ich gesagt, das ist ja nicht flüssig, sondern das macht so, Ja. voll behindert Ja, und hintergeschmissen und kaputt gemacht. Und wir haben mal im Kindergarten eine Blindschleichen erschlagen. Warum Wir haben mal denn? eine Schlange gesehen und wir haben uns gedacht, wir sind im Dschungel. Ah, okay, ja. Das war hinten bei die BAM und dann haben wir mal eine Blindschleiche erschlagen. Das legit. Das war... Ja, passiert. Als Kind hast du einfach keinen Bezug dazu, dass das kleine Viech Da, wir haben einen ein gehabt, kleines Viech ist. wir haben einen gehabt, der war im Kindergarten schon Vegetarier. Ja, Das war irre, das war irre. Das Das war schon, das reicht schon. Und den haben wir Da ist das er Ding mit essen. Sicherheit selber draufgekommen, dass er jetzt Vegetarier Den seine wird. Eltern haben Fleisch gegessen. Das Der glaub ich ist- nicht. Doch, der ist tatsächlich, das war voll irre. Der ist 5, was hat er denn gesagt? Ja, mit Sicherheit. Der war voll irre, weil wenn ich zum Beispiel, da haben wir dann Verstecksack gespielt, und ich hab mich irgendwo versteckt und bin in einem Ameisenhaufen drinnen gelegen. Als ich das dann gemerkt habe, als wir abgepisst haben, die Mistviecher, so, Mistviecher, gell, Haus ist tot. Und dann habe ich ihm das erzählt, die Drecksviecher haben mich alle abgepisst, und ich hab's da geschlagen, dann hat er zum Warnen angefangen und hat mir jetzt heimgelaufen, und ich hab dann heimradeln dürfen, weil ich nicht mehr eindürfen habe, weil er gewarnt hat, weil ich die Ameisen erschlagen habe. Der war so krass auf das Tierding, dass der, also das war irre, und das von klar auf. Hat sich der auch schon mit 5 an Stoppplatz 4 gepappt und Leute abgebaut, wenn sie gesagt haben. Atomkraft, nein, danke. Nein. Ja, nein, Atomkraft, du, hat er gesagt damals. Böse. Du. Ja, genau. Du. Atomkraft B. So nicht. Wie schaut es mit unserem Sponsor aus eigentlich? Was für ein Sponsor? Haben wir doch mittlerweile, Haben ne? wir halt einen Sponsor? Haben wir schon so weit. Ja. Haben wir noch ein bisschen bis zum Sponsor. Haben wir noch ein bisschen ja, haben wir noch ein zum bisschen bis zum Sponsor. Ganze, Aber wir langsam aber sicher, kann man zur Einschulung switchen. Wir haben nur gerade noch eins gehabt im Kindergarten, Ja. und zwar eine gruselige Hütte. Unser Kindergarten ist nämlich, der Garten hinten ist nämlich noch so ausgegangen, nee. und da waren lauter Baum hinten. Und da ist auch eine Holzhütte gewesen. Die war eigentlich auch zum Spielen gewesen. Aber durch das, dass sie mit den Baum zugestellt haben, war das Ding voll gruselig, dass sich keiner hintraut hat. Bis es dann irgendwann mal geheißen hat, wir dürfen nicht mehr hinter, weil es da brennt hat, weil sie nämlich ein paar Jugendliche da sind eingestiegen und da drin geraucht und gesoffen und haben die Hütten abgefuckt. Und dann war es einfach mal geil, dann wollten wir hinter, als das Ding abbrennt. Ja, war. klar. Dann Du hast wollten wir mich hinterher. gerade darauf gebracht, wo meine Spinnenphobie herkommt. Als gruselige Genau, Kindergartenhütten. da ist eine Hütten gestanden, da war nichts drin. Nichts. Es war Holzhütten wie so ein Gartenhäusl. Da links war eine Bank ohne gemacht an die Wand und rechts auch. Da war nie jemand drin. Und irgendwann sind wir halt dann da mal reingegangen und da war alles voller diesen schwarzen Drecksspinnen in die Ecken drin und so weiter. Und da glaube ich, kommt her, warum es herkommt. Haben's Wir haben ja gerade eingesperrt? mitten. Nein, aber da habe ich das, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich wenn bloß Droding läuft es mir schon wieder eiskalt am Bugel runter, weil das einfach nur ekelhaft ist. Ja, die haben wir mir. Braucht's die Viecher, sag, Ja, ich weiß braucht's nicht. die? Die haben wir im Keller unten, die trainieren da unten. Oh, leck, voll aber ekelhaft. habt ihr es auch damals so ein, ja, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, Matschplantagen oder sowas, diese Matschdinger? Habt ihr sowas gehört? Da musst du praktisch, ja, da hast du lauter Sand, die musst einwerfen können und da ist überall so ganz langsam ist der Wasser durchgelaufen. Ah, jo. Ja. Und Nein, so echt haben wir nicht gehabt. Boah, das war richtig geil. Wir haben ein Ja, riesengroßes Holzschiff gehabt, mitten im Ja, Garten drin stehen.
Ja, da war kein Wasser, das ist Ja, ein Blät dann. Das ist voll behindert. Ja, aber kein Wasser haben wir nicht gekriegt. Hätten wir das Saufverkehr mit Radl. In der Wasserlocke das Weißt du wahrscheinlich, ja. Nein, das war schon geil. Also da hast du wirklich mit dem ganzen Matsch und dann hast du halt gewartet, das ist wieder mehr. Du hast ja ein bisschen, dann wird das Drucker und dann halt das auch noch. Und dann baust du irgendwann weiter. Bloß immer, Ich sehe schon, Bällebad, Matschbunker, du hast den schönen Kindergarten Ja. gehabt, da waren wir einfach schon weiter wie ich bei war ja uns. 1-2, ne? Aber ich auf das Bällebad habe ich immer in einem Möbelhaus mitfahren müssen, damit ich in ein Ja, Bällebad das rein stimmt. kann, weißt du? Das erste Bällebad habe ich in Minga beim Bab erlebt, in so Sachen wie im Toys R Us und so. Ja, bei uns, glaube Da ich, hat's war sowas es gegeben. im Weco oder so, jetzt glaube ich auch eins Nein, gegeben. Bällebad. In einem Möbelhaus war es Jetzt weiß ich, warum ich in dem das Toys R Beste. Us war, weil ich habe ja mit Bällebad im Kindergarten schon gehabt. damals. Geschissen am Toys R Us. Ja. Ich habe schon angespielt, so langweilige Zirkeln. Fuck, ich hab vor 6 nach Und jetzt erzähle ich meinen Neffen und so weiter, die haben ein Bällebad daheim mittlerweile. Gibt es das einfach so? Hast du früher auch schon einfach zum Noch ein Bällebad daheim haben. Ja. Der richtige mieser Scheiß. Hat einer von euch eine Firma, die Bällebäder macht? Sponsor mich! Just do it! Mir ist eine konkrete Anfrage nach draußen, ich hätte gerne einen Bällebad-Sponsor. Wir haben uns da alle einsitzen, nackert. Ja. Aber jetzt haben wir theoretisch, haben wir heute einen Sponsor, Florian? Hast ich du dich weiß eigentlich einmal darum gekümmert? Ja, ich habe mich halt mal drum gekümmert. Florian. Ich habe mich gefragt, wer kann dann sponsern? Und dann habe ich mir gedacht, Birger, wer? Und dann ich so, was? Birger, wer? Nein, dann er so, Birger, wer? Alle Und Birger, ich mir dann halt wer? geschaut, das ist birgerware.de. T-Shirts. T-Shirts. Ja, weil da draußen nur knickere Huren sind, aber ich denke, die sponsern mich einfach selber, halt dein Maul. Es gibt Geizige Motherfucker. kein Witz, es gibt jetzt tatsächlich T-Shirts. Wow, voll schön. Ah, warte, eine. Ah! Und niemals vergessen, da nimmst du immer so einen weißen Textilstift mit und jeden, den du zeigst, sagst, hey, du knickerter Huren, da kann deine Werbung stehen. Und sagst da so auf den Ärmel, holst den Stift hin und sagst, für 5 Euro darfst du da hinschreiben, was du möchtest. Das ist eine gute Idee. Und Special Effects gibt es auch, wenn es da einfach nur so ein kleines Penisloch aufgemacht. Dann hat der Birger einen Penisfinger. Das war nicht beabsichtigt. Natürlich nicht. Ich zieh nach Hause telefonieren. Die Scheiße findest du übrigens auf birgerware.de. Birger, wer? Birger wer? Birger wo? Englischsprachige fragen sie gerade, woher? Where? Ja, haben jetzt alle schlechte Wortspiele durch. Haben jetzt alle Oh schlechte Gott, die Wortspiele kotzt durch. gleich. Können wir jetzt, Ja, einfach- können wir jetzt wirklich Cut. Werbepause einbringen? So, da sind wir wieder. Best Sponsor EU West, bitch. So, wo waren wir? Eigentlich kann man langsam switchen vom Kindergarten. Man wird ja dann älter und das erste, wo man dann hinsteppt, ist die Schule. Und du Trottel hast wirklich deine scheiß Ich hab Schultüten meine dabei. Schultüte mit Dinosaurier. Mit Dinosaurier drauf. Richtig cool. Es ist leider nichts mehr drin. Ich hab schon eingeschaut, ich hab Angst, dass jetzt der Spinnen rauskommt bei dem Spinnen. Wieder als Reißen, ich sag das was. Voll lecker. Hau doch ab! Nein, es ist Lass nicht halt mehr zu drin. jetzt! Aber Gott sei Dank. Wie ohne Scheiß, wenn jetzt da so eine handgroße Das war so geil. Wickelnetzspinne aus der Wieso kriege ich den jetzt auf den Dez auf? jetzt. Das ist das nicht. So, Einschulung. Alle Habt Qualität. ihr euch auf die Schule gefreut? Damals wahrscheinlich schon, oder? Natürlich, bis du in der Schule warst. Bis dann drin warst. Dann hast du wieder, was Hast ist das das? schon in der ersten, zweiten Klasse angefangen? So, ich meine, da ist ja auch noch nicht, da wirst du bloß einmal herangeführt an die, wie soll ich Fuck you. sagen, an das, was eine Schule eigentlich ist. So mit, Nein, Was nein? ist gelogen. Ich bin ein verdammter Linkshänder. Weißt du, was Linkshänder in der Schule, in der Grundschule erleben? Schläge mit der rechten Hand. Zu Recht. Na, wenn du mit links schreibst, hast du immer ein Problem, weil du ja dann irgendwann hast so ein normaler Stift bzw. einen Füller. Oh, leck, hast du wer von euch Spackos oder einen Lamy-Füller gehabt? Na, jeder hat einen Lamy-Füller gehabt. Ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr. Jetzt in der Ich hab auf den Grund- Füller nicht geschaut. Und ich hab wen, einfach was geschrieben. hat er für eine Farbe gehabt? Blau. Weiß, schwarz und Ich blau. hab diesen, mit dem roten Griff und dem holzfarbenen und der roten Kugel unten gehabt. Was ist denn? Oh, mit dem roten Dick. also Den Weg- Weggeringverdiener. Was? Den hab ich auch nicht gehabt, ja. Den hat meine Ich weiß Sitznachbarin nicht. damals gehabt. Und Und da wie haben wir lang? mir immer Stift tauscht. Ja, schön. Und die ist heute noch Hat ihr heiß. Stiftefresser? So Nein. den, Ja, immer. Nein, Immer. Alter, ich hab den Lamy abgefieselt, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Du hast am Schluss dann, war hinten nichts mehr dran, da ist dann die Tintenpatrone, die Ja. lange Lamy, ist hinten rausgestanden. Und irgendwann passiert halt schlichtweg auch, du beißt halt irgendwann in diese Ah, Tintenpatrone ein und hast die Tinten ins Maul. Hat uns nicht wir geschossen. haben ist uns nicht so mit ekelhaft. Stifte in die Nosen eingesteckt von anderen Leuten. Der Und haben dann, Prittstift hey, hat schau, gut mir, ich hab den geschmeckt. Stift in Ja, die der Nosen. Birger hat Was? gefressen. Ja, genau. Ja. Nein, ich hab einen Prittstift gefressen, der hat gut geschmeckt. Nein, den gelben der war besser. Wir haben einen haben gehabt, wir der geholt. wir haben einen gehabt, der hat so fette schwarze Spinnen gegessen für einen Fünfer. War das der keine Mechanic zufällig? Ja, dann fängt das so an, dann lernst du schreiben. Immer das auch, wir machen das mit den Links, du schiebst ja überhaupt den nicht. Stift. Nein, es heißt entweder du sollst den Stift von unten nehmen oder von oben. Und wenn ich von Deswegen oben... habt ihr ja geschrieben, wie die Behinderten mit so einem Meine Freundin, da früh ich auch eine Ziege Auf der da. Lebenshilfe sein. Nein, und eine Ziege. Mäh. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Na, aber du, das ist mega behindert. auf welcher Vor allem Schule alle warst so... Auf einigen. Okay. Monte.
Montever? Kannst du Baum. deinen Namen tanzen? Ja. Florian. Was? Ich will so, ne? Lass doch. Ja, sind wir am die stehen, oder was? Ja. An der 2. Spätestens ab morgen stehst du nur auf die Bierbänge nochmal. Ich glaube, er war es, wie Ja, ja, wir das KZ gesagt haben, dass sie in der Schule einen Hurensohn vortanzen haben müssen. Entschuldigung. Ja, jetzt erzähl ich mir so bockig, oder? Doch. Darf nicht einmal Spaß machen im Nein. Leben, oder? Jetzt Jetzt ist ja machen wir nicht nochmal einen lustig. Spaß. Warum haben wir das Licht nicht angeschalten? Ach du Scheiße. Ja, aber Das ist ein guter Punkt. ich bin egal. Was, schalt's einfach jetzt sein. Schalt's Das ein. Thema so, jetzt weißt du die ganze Zeit schon angewinnen. Oh ja, macht keinen Unterschied, jetzt bist du halt noch heller. Das Internet ist auch nicht Mach's auf. wieder aus, ist gescheiter. Okay. Nein, mach's nicht. Das Okay. Internet ist auch nicht auf. Das ist auch Auch nicht aus. ist auch nicht aus. auch Egal. nicht auf. Tolle Vorbereitung hier. Ja, Entschuldigung. Ja. Jetzt hab ich einmal... Hast du jetzt schon wieder der halbe ausgehandelt? ich hab Fix, irgendwas- was irgendwas ist denn mit dir? Ich freu mich Der halt schon ist ein bisschen. einfach 10 Jahre jünger mit mir. Ja, ich teil's mal ein. Ja, die hat weißt schon du. 2 in der Fotzen gehabt. Da hab ich schon 2 beim Herfahren gehabt. Wer war erste Lehrerin? Lehrerin, Frau Neumeier. Frau Wachs. Frau Ring. Lauter. Ah, Frau Neumeier war eine wunderschöne Frau. Wunderschön. Eine wunderschöne Frau Frau. Wachs war eine kleine Kartoffel. Tüften. Tüften. Das war tüftig. Frau Wachs war eine kleine Tüfte. Nein, Frau Ring war okay. Und wir wollten es dann auch, weil, wie gesagt, Bürger konnte es nicht lassen, anderen Kindern etwas anzutun. Mir ist auch regelmäßig angedroht worden, wie wieder in den Kindergarten zurückgeschickt. Irgendwie habe ich aber auch Geil! Ja, geil! Da habe ich nach 2 Wochen habe ich gespannt, oh Gott! Dann habe ich gedacht, ja, dann schicken wir die in den Kindergarten zurück. Ja, geil! Ja. Sonst bist du da auch ein Ja, Glas. ich habe gar keinen Bock gehabt. Ich habe gar keinen Bock gehabt. Also wirklich unter Menschen keinen Bock mehr gehabt. Bei mir ist es in der 3., 4., glaube ich, losgegangen, die keine Lust mehr auf die Scheiße. Aber da hat es darum gelegen, dass wir dann eine neue Lehrerin gekriegt haben und die hat keine Buben nicht mengen. Die hat alle Buben transaliert in ihrer Klasse. Das war das Letzte. War Eine männlich, ganz oder? schön mit so ganz glatten Bob-Scheißdruck mit der Brühe, hat ausschaut wie als wäre es Ja, kaufmännische Leitung von irgendwas. Karen. Ja, das war typische Karen. Karen. Mistsau. Ich war regelmäßig, unser Direktor hat damals, deswegen weiß ich das so gut, bei dem war ich so oft, hat Herr Milchmeier geheißen. Milchmeier. Und der war so Onkel nett. Werner. Der war so nett. Der war immer so nett, der hat das irgendwie verstanden, dass ich nicht ganz sauber bin. Und hat dann schon gesagt, ja, Der das hat kannst du so nicht Probleme. machen. Da kannst du das so nicht machen und Ding. Aber ich habe da irgendwann dann gespannt so, ja, hier könnt ihr einen Scheißdreck dagegen tun. Das ist ja voll geil. Ja, und dann war ich einfach 2 Jahre lang war ich so ein richtiger Hurensohn. So ein richtiges kleines Arschlochkind, also richtig sozial inkompetentes Hurensohnkind. Einzelkind, das wissen wir, wo es jeder herkommt. Erwachsene normalerweise sagt so, oder jetzt wenn du nicht dein Maul hältst und nach Rücken dann jiet die da über den Gartenzaun um. Evan. Ja. Habt ihr es damals auch in der Grundschule oder so, habt ihr da auch schon eine erste kleine große Liebe gehabt oder Ja. so? Also ich hab das schon gehabt, das Ja. war meine Sitznachbarin damals. Ja, die Die ganzen- Zeit dafür kann ich ja wohl zusammenschlagen müssen. Nein, die ist glaube ich gar nicht so unbekannt, das darf ich nicht sagen. Also, Die nur einen Vornamen. Jasmin. Meine hat Bianca geheißen. Okay. Habe ich mein erstes Bussi gekriegt in der 2. Klasse. Was für Jasmin kenne ich? Nein, Okay. wir werden jetzt auch Das nicht ist eine drüber super reden. famous TikTokerin oder was ist mit dir? Nein, Das ist früher mal der Tochter. Nein, die ist im Radio Moderatorin, glaube ich. Ja, dann sag's halt! Welchen Radio? Diese Frau, ja. die steht ja in der Öffentlichkeit, da darf ich ihren Namen ja sagen. Ja. Da die jetzt aber nicht. Du hast mit Du der schaust jetzt den bei Scheiß was für einem Radio? Schlag dich mit dem Mikro. Bayern 3. Nein, nein, so krass. Ja, komm, so krass ist jetzt auch Ja, nicht. weiß ich nicht, was gibt's sonst für Radiosender? Was anderes für Radiosender? Das ist ein Radio Kindergeburtstag. Nein, die Energy. macht ja die Ding, ja, Galaxy. irgendwo in Landshut. Ja, Radio Galaxy, glaube ich, war die mal. Und Draußen die jetzt. macht mittlerweile auch so in der Stadthalle und Co. macht die so Moderation. Frag und so. dir einmal. Was du tut, Mann. Hey, Jasmin. Ja, das ist mir Jasmin. so peinlich. Jasmin! Der Flo. Ja, Flo! Er hat die nie verarbeiten können. Ja, er möchte gerne nochmal Genau, schmusen. er will dich jetzt gern verarbeiten. Ach Mann, das ist so Er darf peinlich. gerne, also Jasmin, die bei irgendwo in einem Radio in Land zu tun arbeitet. Hau doch ab! Flo, Ja, der Flo will das Rangeln. Das Bussi in der ersten Klasse war nicht genug. Da war gar kein Bussi. Der möchte jetzt das Rangeln Nein, schlechter. da war gar kein Bussi. Was war's dann? Nein, wir haben Füller getauscht. Ja, Wir waren ja, beides erster Linkshänder. Schritt, Genau. Füller getauscht, zweiter Schritt, Zunge im Arschloch. Genau. Füller eingetaucht. Mann, das geht in eine ganz falsche Richtung. Nein, das ist genau. Nein, wow, das ist genau richtig. Das ist Voller immer schon Kurs, so gewesen. Ja. voller Kurs. Jasmin, bitte melde dich. Florian Flo timmt ja auf den Pulsarda.gmx.de. Füller. Es ist mir so, Auf deinen Füller, weil ich hab's getauscht. es ist mir so unangenehm, ihr asozial. Ärgerlich. Hätten wir mal Du sagst, dass er immer noch Gefühle hat. Er hat mir geil runter. Ja, er hat immer noch Gefühle. Also ein richtig geil unangenehm Jasmin. Der hat richtig Bock. Ja, richtig. Er hat richtig Wie heißt die nochmal? Jasmin. Ah, Ja. Und nur arbeitet bei irgendwo in Landshut, Radiosender. nein, ich Wo glaub, beschreibst wir du waren mir mal das bei Stadthalle? Stadthalle. Ja.
Was, wo? Ich würde gerne nach Hause jetzt. Ja, der Bier ist eh schon ein Haufen. Ich würde gerne gehen. Jetzt ist Nach der zweiten Klasse bist du von der Schule abgegangen, so wie du schmerzt. Also Hau ab. hast nichts mehr zum Beitragen. Hau ab. Ach, Mann. Ja, jetzt kennt sie sich wenigstens. Jetzt weiß ich ja, warum der Kinder jetzt so im Arsch ist und du nichts da hast, weil er die Jasmin Füller klaut hat. Wir haben ja tauscht. Sie hat nämlich ja den Holzfüller gehabt mit dem roten Ding oben drauf. Den hat's tauscht gegen was? Gegen Deine meine Miete. Ja, meine Scheiße, keine Ahnung, was das war. Das wollte ich aber kommen, Mensch. Was Ja, das so kaputt? gescheit war. Aber sie ja, schon. aber dann wollt sie ja! Die Aber über fucking 10 Jahre. Warum Florian ist nicht dran? Rangeln. Rangeln mit CD. Ja und? Der Verliebt jetzt, da muss man einfach nachfragen jetzt einmal, vielleicht redet sich jemand. Ne? Es ist noch kein Rangelmeister. Also von mir Jasmin, gefallen. schreibst du E-Mail an podcast@biergerwehr.de und dann schauen wir Den weiter. verlinkst du übrigens nicht mehr mittlerweile, habe ich gesehen. Habe ich schon wieder eine da. Ja, Hast du wieder eine ja, dabei? ich bin ja Da voll kann- bereit. Dann darfst du übrigens eure Werbeanfragen einschicken. Eigentlich. Das ist eine gute Idee, dass man es jetzt sagst und nicht, wenn es dir auffällt. Das ist eine gute Idee. Ja, mir ist ja früher, ich hab's vergessen heute. Okay, ich hab gehabt. Gut. Gut. Du hast vorher auch schon Warum? Mundgeruch gehabt. Das Du hast geschmust in der Grundschule? ich habe eine Busse gekriegt, ja. Von wem? Von der Bianca. Okay. Doch, hab ich auch. Oha, was ist mit euch los? Michaela hat's geheißen. Ja. Und dann wollte ich auch mit dem Füller haben, aber ich hab den falschen aus. Ne? Wir haben einfach nichts da, wir haben einfach geschmust. Mit Zunge? Nein. Mit Arschloch? Das Arschloch haben wir zusammengehalten. Schon, Nein, ja. Hast du damals schon angefangen, dass dir also zu wenig bei, wenn es dann so Ihr kleiner Bruder hat dann mal gefragt, ob sie es zusammennehmen darf. Das Arschloch. Deins. Scheiß mich nicht an, scheiß dich nicht an. Ja, das Vereinbarung stimmt, ist das dann. Das passt ja. Asozial! Ekelhaft. Ja, schon. Nein, es war Soll man verrückt. sonst Das Geile schauen wir dann, weil die Weiber waren da schon ein bisschen weiter, einer zweiten Klasse, und die ist halt dann Ja. gleich auf mich zu und sagt, Ja, so richtig Bussi, krass, das ist ja. normal jetzt, und ich gleich so, der, geh weg, ich hab einen Ständer. Nee, Frau Viertellehrerin kosten. Frau Neumeier. Neumeier, die hat meine Hosen kaputt gemacht. Ja, genau. Frau Neumann, ich hab mich eindentiert. Ich hab wegen der gute Gefühle, mein Großer. Gute Gefühle, mein Was Gott. was diese, Was diese Blöd? was machen Sachen? Geil. Oh, ich Ja, glaub, der ich hab mich zweiten Gleis. eingedient. Küsschen aufs Nüsschen, Zelt in genau. der Hose. Aber nicht Herzlichen schlafen. Glückwunsch. Gut. Geil, ja. Ja. Sonst weiß ich nicht mehr. Ich versuche Grundschule ist ein bisschen. Ja, doch. Also, Nebel was auch immer das durchzogen. Beste Ja. war in der Grundschule, ja, das war doch trotzdem immer der Sportunterricht. irgendwie. Sport, aber, ja. aber es war so, der war noch, in der Grundschule fand ich den immer so serious. Also, da war der so ganz ernst. Fand ich, da bist du wirklich so leicht Bock gesprungen und hast wirklich Sport gemacht. Ja. Und dann, das ist ja dann später, das ist anders Ja. geworden. Aber das war Da war damals wirklich das Kinder aus der Zeit, wo ich gesagt habe, mit früher war ich tatsächlich mal sportlich. Da Ja, hat das glaub ich angefangen. immer noch nicht. Ja, das Ja. Nein, das ist eine riesengroße Lüge. verrann die heute noch. Natürlich nicht. Ich hätte es gern. Das war ein Wunder, wenn ich es nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott, Jasmin, bitte schreib mir eine E-Mail. Das ist zu mir erhalten. Und Mein Rangel ist schon weiß ich ganz aber gut. einer, da habe ich Sport auch so Wichser. ernst genommen. Ich muss der Beste sein in der Klasse, ich muss der Schnellste sein in der Klasse, ich muss am weitesten werfen in der Klasse, ansonsten hat mein Leben keinen Sinn. Am schnellsten ist er halt noch. Sind auch alle Beteiligten Frau drum? Was? Ich habe einen Sport angehört, der hat mich ausgelacht, weil ich keine Adidas-Sportschuhe oder irgendwelche Markensportschuhe habe ich halt nicht gehabt und er schon. Und er ist halt dann geil vorgekommen. Und ich habe ihm dann gesagt, du weißt schon, dass meine Schuhe im Gesicht genauso weh dann als wären es Adidas-Schuhe. Dann hat er weitergemault und dann beim Umziehen habe ich mein Turnsackel im Pfotzen gehauen. Dafür habe ich bei der nächsten Sportstunde zuschauen müssen. Das war nicht schön. Ich muss mich offiziell entschuldigen. Bei der Eva. Wir Eva, haben Tut uns leid. uns allen. mir das leid. Und ich habe gelungen. Ich habe einfach gelungen. Scheiße, jetzt kommt's aus. Da haben wir uns verkleidet als Ritter. Du und sie. Da war irgend so ein Ritterding war da. Da haben wir alle. Und ich habe von daheim so eine Ritterrüstung gehabt. Es war mehr so eine Römerrüstung wie bei Akku schaut gut aus. Sehr schön. Es war mehr so, also es war so ein Brustharnisch und ein Helm mit so einer Klappen vorne, mit so einem Iro oben drauf. Es war eher so die spartanische Dingsbums. du Aber, Scheiße. und ich habe einen Schädel gehabt, aber das Schwert war kaputt, weil es war aus Plastik, mit dem habe ich halt Ja. als Kind umeinander gehauen und dann war es halt hin. war nicht zugehört. Und dann habe ich mir selber eins gebaut aus so 3 Zentimeter Durchmesser Hartholzstecker. Und es war so 30 Zentimeter lang, hat man da so einen Griff ohne gebunden und so. Und da habe ich das dabei gehabt. Und dann habe ich das der Eva, irgendwann hat man da gefühlt, bla bla bla. Und irgendwann habe ich das der Eva einfach so auf den Kopf aufgehauen. Ganz stumm. Einfach so, ja, why not? Wie das genau hergegangen ist, das weiß ich nicht mehr so. Aber so, ja, soll ich? Ja, why not? Wie bei der, Ja. wie bei Und der dann- Family Guy Folge, wo der Megan einen Baseballschläger Und ins dann Gesicht haben wir haut. nicht gewusst, dass der Eva ihre Eltern Lehrerinnen am Gymnasium, Lehrer und Lehrerinnen, glaube ich sogar, am Gymnasium in Landau sind. Wie viele Eltern hat die Und dementsprechend sind diese Eltern so,
What have you done? I'm gonna fuck you up. Und du mit dem Schwert Leck war der lästig. Der hat meine Mom angefragt und was ist und ich hab dann gesagt, Gott, das war keine Absicht, ich hab so da. Ich hab immer verzeiht, ich hab so aufgezogen und sie ist hinter mir gestanden und dann hab ich auf den Kopf aufgekaut und irgendwann war da eine Ruhe. Eva, es tut mir leid, es war einfach gelungen und ich hab das einfach über den Scheller mit Zunden und das so. Einfach so ein Aussitzer. Klassische Aussitzer. Ja klar, war einfach, ich hab die eigentlich mengen. Ich hatte einen Blackout. Habt ihr es damals Ich auch erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Eva. Auf jeden Fall. Hattet ihr damals auch so irgendwelche Frisurauswüchse oder sonstiges? Boah, ja. Ich nämlich auch, ja. Scheiße. Ich hatte einige. Welche? Verzeih. Ich hatte einmal erstens dieses Schwänzchen. Das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Ja, einmal dieses Schwänzchen. Die Scheißhausschwanzel hinten. Ja, mega lang auch. Das war Ich hab wirklich eigentlich immer relativ normale Frisuren. lang. Scheißegal, jetzt bin ich dran. Ja, Entschuldigung! Lass ihn Florian jetzt Ja. schwatzen. Jetzt wollen wir gut mitreden. Ja, endlich, Zeit ist so. Hast jetzt vier Folgen lang das Mal können? Ja, es reicht ja für euch. Gott sei Dank. Und ich Nervst du hatte dich auch wieder? blaue und grüne Haare. Ich wollte dann auch noch den Iro, also wirklich komplett seitlich weg, mit im Blau auch. Aber dort hat Mama gesagt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp, Florian! Mama ist immer so in diesem Ding gewesen, so, okay, machst jetzt in deiner Jugend, machst jetzt im Kindergarten, das ist scheißegal, weil danach machst du das nicht mehr, weil dann, wo hast du das Scheiße. Und das hast du mir dann wirklich durchziehen lassen. Und dann seitdem habe ich ja fast eine normale Frisur. Alter, bei uns waren ja nur Fukuhilas. Ja, Gott, oh Gott. Bei mir war es, kennst du es nur, du wahrscheinlich jetzt nicht, aber kennst du einen wiedergehörsten Bürgerl aus Dietrich? Ja. Doch, die kenne ich ja noch. Und der hat ja, das darfst du jetzt kennen. Alles andere aus unseren Kindern kennst du nicht, aber das darfst du jetzt Der war ja kennen. wenigstens witzig. Halt doch dein Maul. Auf alle Fälle, der hat ja kurz geschorene Haare gehabt und da so ein Strichei rasiert. Ja. Und damals ein Spätzl, der hat sich das dann gemacht, hat zu mir gesagt, hey, mach das auch. Ja, freilich mache ich das auch gleich. Und dann sind wir mal einen anderen wieder Bürger als Dietrich mit kurz geschorene Haaren und uns so ein Strichei rasiert, wie voll Idioten. Also mir haben wir eine Zeit lang gehabt, das war aber schon in der Hauptschule, 3 mm abrasiert und die vordere Reihe so lang. Das hat doch nur Rüsten Also, gehabt. ja, das war so eine Rüstenfrisur. Das war genau die gleiche Zeit, wo diese Adidas-Hosen zum Aufknöpfen Ja, geil. in waren. Genau das gleiche war das. Ja, dann hast du die Frisur Und ich dafür habe gebraucht. immer nur einen Fischer in meinem Gesicht drin, wenn wir im Freibad, wieder Freibad, haben. Und dann haben wir viel gesprungen vom Dreier und vom Einser und bei uns im Freibad war das Einser-Bredel, hat er gefedert. Und da ist er umgestanden und hat ewig lang umeinander gefedert und jetzt hat das Teil vorne an seinem Kopf, der Haarbüschel, der wo vorne so lang war, und er so beim Obi so da habe ich gerade im Kopf, muss ich lachen, weil ich mir mal ausgeschaut, wie die voll spaßt. Geil. Das hat Gott sei Dank nicht gehabt. Das was ich noch, bei mir war so eine Frisur, sind ja noch, damals, als ich dann so angefangen habe mit, das war dann schon, ja, Realschule, 6., 7. Klasse war das dann, da habe ich mit Metal und Punk zum Anhören angefangen und dann haben wir gedacht, das brauche ich natürlich auch grüne Haare. Und dann bin ich zum Friseur und sage, ich mach grüne Haare. Ja sicher, sag ich, mach ich jetzt. Das ist ja, was nicht gescheiter, wenn wir vielleicht erst einmal gerade so ein Schiefe machen, zum Schauen, ob es dir gefällt. Dann habe ich mich überschreien lassen, Gott sei Dank. Und dann habe ich mir da vorne einen so einen grünen Schiefe einfahren lassen. Das war auch, ja, das war stark. Hartz-IV-Frisur. Das war Na, bei aber uns gut. dann, das war bei uns Ja, dann schon später wieder. in den weiterführenden Schulen noch dahingehend, da haben wir wirklich so eine Gruppierung gehabt mit lauter so, also wirklich so Hardcore-Punks. Also die, wo wirklich alle diese Hosen noch gehabt haben, alle so, entweder so komplett wirklich so lange Iros. Ja, bei uns hat es oder einen gegeben in der also, Realschule, den wirst du auch. Wen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich habe jetzt gerade... Ich sage jetzt einfach Namen, weil es mir wurscht ist, der Fisch. Ja, Walle! Ja, also stimmt. bei uns hat es doch ganz, ganz viel gegeben. Also es waren so bestimmt so 10, 15 Leute. Oder Hosen, waren die das war komplett die gegenseitig Gruppierung. Bei uns- mit bei- enge Jeans und Springerstiefel Ja, und so. Die das hat's waren- auch gegeben, Die war ja. bei uns mehr vertreten in der... In, Das gibt's Ja, aber, gibt's in das der Realschule heutzutage waren- eigentlich noch? Nein. Ein Handvoll. Also gibt schon, Ja. aber das, also der Nazi von heute ist ja wohl gekleidet, um nicht aufzufallen. Aber der Skin ist ja nicht rechtsradikal. Ja, eben. Na, das ist ja... Heute. War früher auch nicht zwingend. Das Ja, geht jetzt auch nicht doch. ursprünglich nicht aus der rechten Schiene aus. Das ist ja eigentlich ein normal Aus unpolitisch. unerklärlichen Gründen kann ich das sehr genau sagen, ja doch, das war er. Ja, okay, jetzt haben wir ein bisschen... Der Skinhead an sich Nein, damals. nein, der kommt eigentlich aus einem unpolitischen Ja, Milieu ja, raus. generell Aber so bei uns ist eigentlich er ein als zweckentfremdet bei worden. mir, bei uns ist er zweckentfremdet worden, bei uns war das der Genau. Nazi. Bei uns hast du das. Ja. Wie war bei euch dann in der Grundschule nur so Pause oder so? Ja, die war schön. Okay, So ein Kist. Aber zu Und die war ewig lang, ich glaube, die dauert eine Dreiviertelstunde. Mindestens. Ja, Wahnsinn. Und es war eine große Pause. Die hat eine kleine Pause auch noch gegeben. Die hat eine halbe Stunde dauert, glaube ich, oder 20 Minuten. Irgendwie so. ist mit dir? Ja, Was große du- Pause, kleine Pause. Ja, aber die waren ja, die große Pause war 20, oder? Und die Nein, kleine nein. war 10 oder so. Ja, bei Aber Eifler. sauber, die hat 40 Minuten mindestens Hat's nicht- dauert. Wo hat's das auf der Schule? Ja, von einer gescheiten Man anscheinend. gescheit nicht. Nicht auf 4. Oha. 4, Aber 4. Nein, schulentechnisch war ich nur... Du hast sie- den Bällebad Ja, ausgeschöpft. Das Beste, Du hast was, den ausgeschöpft, das den Beste, was Bällebad, da gell? passieren können, war, wenn du Pausendienst gehabt hast.
wo die Klammerl und den Eimer gekriegt hast und hast den Pausenhof zusammenräumen müssen. Das haben wir nicht machen müssen. Da hast die Stunde nach der Pause hast du einfach, ach ja, heute liegt ja, besonders viel Ach, Scheiß umeinander. Die ganze Tüten ist voll. Aber da ist nichts drin, um es eingeschissen, damit was drin ist. Hast Also, du Storn eingeworfen. Hat es bei euch auch diese Zweiklassengesellschaft gegeben? Immer schon. Kastensystem war bei uns in der Schule. Was für ein Kastensystem? Ja, wie in Indien. Jetzt sagst du es wieder, dass du auf der keiner gescheiten Schule war. Nein, Weiß ich aber jetzt auch gar nicht, was du meinst. Ja. Das ist dumm. Na, aber so die Zweiklassengesellschaft, die einer, die wo in Pause gegangen haben mit ihrem Wurstbrot und die anderen, die Was für ein Ding? Wurstbrot. Wurstbrot. Und die anderen, die wo dann wirklich dann so am Pausenhof dann zum Kiosk gegangen haben und dann so boom, 2 Euro hingelegt. Bam, Alter, alles. Und dann hier, ja, Du hast genau. damals noch alles gekriegt. Ja? Maßriegel, Snickers, Sandwich, Cola. Lade Semi alles. gekauft, KitKat und eingestopft. So, aber und der Süßigkeiten Winkler, drauf. der Wenn du kein KitKat gehabt hast, Dann bei Wiener. Oder uns alles weggenommen. Echt? Alles weggenommen. Kein Nutella mehr, kein Schoko, kein Süß, kein gar nichts mehr. Nur noch geschissen, abgefuckte scheiß Brezen und Butter und das war's dann. Aber dafür hat Wichser, diese. Realschule Lander damals das beste Sandwich auf dieser Das ist ganzen richtig. Welt gehabt. Alles klar, Lecker. Props gehen raus an den Herrn Hackel, den damaligen Hausmeister von diesem Kiosk in der Landauer Realschule. Deine verdammten Sandwiches waren die besten jemals und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der damalige Rektor gestrichen hat aus irgendwelchen Gründen. Du hättest ja mal nicht aufs Maul hauen sollen. Dankeschön, das Ja. wollte ich loswerden. Dann noch einmal Sacken dafür. Ich Der ist werde noch noch mal mal neu Rektor. sagen. Der ist nicht mehr, ja stimmt, Evan. Der ist aber nicht mehr Rektor, oder? Das ist mittlerweile ein neuer da. Der Winkler, der ist ja schon lange nicht mehr Rektor, den haben sie rausgepfeffert, der war nicht ganz sauber. Der hat an unsere Mathehefte gerochen und wenn sie noch Zigaretten gestunken haben, hat er uns einen Verweis gegeben. Das ist nicht ganz sauber gewesen, der Typ. Jetzt solange er nicht im Schritt gekrochen hat. Ja, das darf mich nicht wundern. Der war so geil. Aber da können wir erst in der Realschulzeit drüber, wir haben noch in der Grundschule. Ich glaube, das wären sowieso 2 nein, Folgen. ja, ich glaube, wir wären über normale Schule nicht drin. Also, glaube Du ich halt. zumindest nicht. Ja, heute kommen wir nur bis in die normale Schule. Und wenn dann nicht lange, ich mein, da liegen so viele Sachen von der normalen Schule. Alter, ich hab meine 2 Hausaufgabenhefter vom Jahre 2099 Steht gefunden. da was drin? Nix steht drin. Außer meine Noten. 5, Blatt. 5, 6, 5. Keine Argumente sind Deutsch. Was steht da? Also, die sind ziemlich verklebt, die Seitenbilder. Da Warum? hab ich eingewichst. Da hab ich Wer was ist die? zugagelt. Wer sind Sie? Bassistin von Kitty, du Ahnungsloser. Wer ist denn Kitty? Warum kennst du Kitty nicht? Ja, aber sicher Das scheiße. ist eine Weiber-Metal-Band. Schau mal, Juri, ist schon für die Nacht finster. Nein, ich bin absoluter Sexist, ich mag keine Frauen. Ja. Ich mag keine Frauen. Mein Plan war auf alle Fälle immer, also wie man sagt, die Seiten haben einfach la. Außer da. Pass auf, Mathe. Am 25. September 2000 mündlich 4. 4, 3, 4, 6, 6, 5, 3 sitzen bleiben. Sehr gut. Deutsch 5, 4, 4, 5. Das ist nicht gut ausgegangen. Drunter habe ich dann eingeschrieben 6, 6, 6. Alles klar. Und dann haben wir da Englisch, ein 2er, ein 3er, ein 2er, ein 4er, ein 6er, ein 4er. Englisch war nicht ganz so dreisch. Aber dann ist Rechnungswesen. Kämen da ist alles Feierrot. 5 minus 5, 5, 5, 5, 5, 6. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Ganz stark. Physik 2, 4 minus, krank. Da haben wir X geschrieben. Am Gott sei Dank. 30.11.2000 haben wir X geschrieben in Physik. Da war ich krank. Gott sei Dank. In der Schulaufgabe 2 gehabt. Alter. Gibt So, dir- so hast du den Schnitt gerettet, oder? Mit dem Krankheitstag. Es kommt jetzt darauf an, was das für ein Jahrgang ist, weil 2000. Du warst ja fast fertig. Nein, 2001 bin ich sitzen geblieben. Was haben wir da? Dummdödel. Da haben wir ein Zwischenzeugnis. Mathe 4,5, Deutsch 4,6, Englisch 4, Rechnungswesen 5, Physik 2,75, Geschichte 2, Erdkunde 2,66, Religion 3,33, Man, es Wirtschaft interessiert kein Mensch, 3,6, was du jetzt TVK vorliest. 4,3. Ist mir doch scheißegal, ich lese trotzdem vor. Wir wollen jetzt Stehen alle ganz unsere viel- Titel und Hauptschriften vorlesen. aber- Da ist oder? übrigens auch der Bäder und wenn wir zu dem kommen, wahrscheinlich habe ich erst in der nächsten Folge, wenn wir zum Bäder kommen, da habe ich ein paar sicher nicht guten Geschichten, oder dass du in die Hose scheißt. Also, wenn wir wirklich weiter für die Schulen gehen, ich glaube, das wird komplett ein eigenes Thema. Das eskaliert sowieso. Da ist sogar mein Ordner von der 10. Klasse, liegt da vorne. Da kommen wir heute gar nicht dazu, aber du hast noch was Geiles Ich dabei. habe auch noch was Geiles mitgenommen, das habe ich gefunden, als ich dieses tolle modische Accessoire rausgesucht habe, was an die Schulzeit erinnert. Und zwar ein Freundschaftsbuch, ein Dittelmaus, meine dicksten Freunde. Ich sag- Poesiealben. Ja, da meine dicksten Freunde, aber es waren Poesiealben und man hat ja da damals selber sie einmal kurz beschreiben müssen und das ist ein wunderschönes Bild von mir, was nicht was gescheit sagt. Ja, wahrscheinlich hier nicht. Lieber nicht, das Das schaut aus ist wie ein aber auch kleiner nicht Mops. hübscher geworden, gell? Da wird doch der Fetzmaul. Auf alle Fälle, was ich gerne mache, war ganz lustig, weil es war Fußball spielen, Schwimmen und Springen. Springen ist ganz wichtig, das habe ich auch gerne. Das ist so dumm. Ich weiß Springen nicht. war meine Lieblingsbeschäftigung. Aber was richtig geil war, was ich nicht mag, ich weiß nicht, was ich da für einen Schlaganfall gehabt habe, was ich nicht mag, war Tennis, Deutschland und Schule.
Warum Deutschland? Ich weiß es nicht. Deutschland! Ich weiß nicht. Klasse, und ich mag Deutschland einfach nicht mehr. Okay. Ich war offensichtlich keiner der Skinheads. Deutschland ist so doof. Ich war keiner der Skinheads, ja. Oder fragen 5-Jährigen, was machst du nicht? Deutschland. Ja, aber irgendwann hau ab dann! Nein, nix halt ab. Und meine Lieblingsmusik, Laura und Che. Karneval de Pariser und Viva Forever. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so geheißen hat, das Lied. Ich war auf alle Fälle ein Fan von Neck, Falco und For the Cause. Was von wem? Von Neck, das war der das Laura und Che gesungen hat, meine ich. Weiß ich nicht. Ist so eine geile War das nicht Gitarre. der Eros Ramazzotti? Nein. Und mein größter Wunsch war eine echte Titelmaus. Leider habe ich es nie gekriegt. Also, dass ich jetzt selber auch schon wieder fetter Was mir auch noch gerade ins Auge fällt, ist das FC Bayern Mappel. Oh ja, Bayern, Oh, da wäre schlecht. Stern des Südens war Ja, gut. damals nicht. Das war halt wirklich das typische Grundschulmappal, weil Ja. da hast du alles so richtig, mach mal auf, Ja, so richtig so aufklappen geordnet mit können. Farbstiften und so weiter. schön, ja. Und dann eben. Ich finde das so geil, dass du immer noch die Stifte hast von damals. Ich habe das Mappel wirklich- irgendwann nicht mehr hergenommen. Das habe ich dann einfach, ich glaube, ab der Grundschule, das habe ich 2-3 Jahre hergenommen und dann habe ich halt. Gängen die Stifte noch. Ich weiß nicht, was tut mir dahinter? Na, Ja, okay, Du hast gerade den Füller da drin. tu jetzt halt mal dahinter her. macht er Du eigentlich. jetzt halt mal irgendwo hingegangen. Geht, oh, geht noch. Weil die gängen noch, jetzt haben wir am ersten Tag. Falle, geht Das waren noch sofort Qualitätsprodukte. Geh wieder zurück. Ist da Die noch hätten Geld? einen Atomkrieg Ist da noch Geld die drin? überwunden. Da waren normalerweise über Tintenpatronen drin. Wenn wir jetzt schon bei Ja, so. oder Füllerersatzteile. Ersatzteile für meinen Füller. Tatsächlich. Der Shit ist crazy as fuck. Wenn wir schon bei Füller und sowas jetzt haben, kennst du ist nur diese Scheißheftel, die habe ich ja so gehasst, da musst du dann anfängst in Schreibschrift zum Schreiben, Ja. da musst du alles Ja, noch schreiben das war- musst. Und die ganze Zeile dann voll machen. Also ja, wo es das Schreiben gelernt Genau, hast, das, das Buchstaben. erst ein großes A und dann ganz viel große A's in klein in der richtigen Größe und lauter so Scheiß. Du hast tatsächlich. Habt ihr Eine an die Kugeln Tintenpatrone. gesammelt? Ja, ich wollte Habt das ihr gerade an sagen. die Immer die Scheißkugeln? Kugeln Ja, sammeln. Mann. Wer hat die Gibt das wieder, Kugeln? du Jeder. Fotze? Wer von euch hat die Kugeln in die Tintenpatronen Ja. nicht gesammelt? Der hat anscheinend keine Jugend gehabt, so wieder vor. Raus. Ja, eigentlich müsste die darauf tippen, dass du die nicht gesammelt Doch, hast. ich hab die. Weil du hast keine Kindheit gehabt. Jetzt hör doch mal auf. Anscheinend ja doch. Jetzt haben wir endlich was gefunden, Wer hat du noch was jetzt weißt. diesen Ja, aber scheiß nur kein Teppich stricken Fernsehkauf. müssen in der Schule? Boah, Handarbeit. Wir haben diese Scheiße machen müssen. Handarbeit und Werk. Hast du sowas noch machen müssen? Du bist Sowas nicht, wir haben so Aschenbecher für die Eltern gemacht. Wir haben aber einen noch Aschenbecher gemacht. Ja, die haben noch einen unten. Warum habe ich den nicht mit aufgenommen? Aschenbecher für die Eltern. Neulich. Oh ja, Mama, ich Alter. muss in Werken, Mama, einen Wir haben- Aschenbecher. Das ist doch so ein richtiger Made My Day Satz eigentlich, den wo ich hasse auf dem Tod, aber ich bin so alt, ich habe meine Eltern nur einen Aschenbecher im Werkunterricht gemacht. Oder das ist ja Handarbeit. Du hast ja in der Grundschule Genau. Handarbeit, da hast du einen Heck geckelt und gestrickt und so. Und Mann, da kann ich mal mal wichsen. unsere Stofftaschen haben wir gemacht, schau. So ein Täschchen. Mit einem und Schmetterling von und drauf. jeder hat den gleichen schiefen Schmetterling da So aufgemacht, weil es ein keiner einen Bullshit. Kreuz gehabt hat, der einen Grad macht. Und ich frage mich echt, warum wir das machen hat müssen. Das war nur zum Du musst es ein Leid. bisschen beschreiben, die Leute, die zuhören, haben keine Ahnung, was Ach ja, du tust. stimmt. Ja, dann sagt er selber schön und schaut euch das Video ist gespassen. Auf alle Fälle ist es ein schön gestricktes Das meint er nicht Täschchen. so. Jasmin. Der Jasmin schaut das Video. Und da habe ich einen Schmetterling drauf sticken müssen und da hat man einfach nur kreuz und quer durchgestickt. Also wenn man das jetzt anhört, dann da habe ich nicht mehr fertig gemacht. Hier hat man das angewandt. Ja, der schaut genauso aus wie vom jeden. Genauso Total, ein bisschen jetzt sollst du älter, aber in die jeder hat Kamera das gemacht. vielleicht. Jetzt müsst ihr euch das Video schauen, weil jetzt kann man nicht beschreiben, so hässlich ist das Scheißding. Mit Ja, dem schon- Gelb- Ja, mit dem das Gelb- du musst aus halt Bekannte. die zwei Flügel so synchron oder symmetrisch, besser gesagt, in so einem Bogen, in so einem großen Bogen und dann einem kleinen Bogen, wie nennt man das, sticken. Und jeder hat da denselben Ecken drin, weil keiner als Kind in der Lage ist, einen anständigen Kreis zum Sticken. Geschweige denn zum Zeichnen. Ja, Das und haben dann wir immer so- übrigens da im Kindergarten vor allem gerade. Ich hab den ganzen 2000 Tag gezeichnet. Zentimeter Platz dazwischen. Das ist alles die Bullshit. Ja, ja. Warum Und habe ich das? ein Werkstück haben wir auch noch da, das ist von mir. Werkstück von Ah, Werk. Alex fällt was auseinander. So was haben wir nicht gemacht. Ich habe nur Das ist ein Aussprecher bisschen gemacht. staubig, das ist straight aus dem Keller. Alter. Das muss man vielleicht Hast auch du ein bisschen das selber? beschreiben. Na. Das habe ich selber gemacht. Hau ab. Das haben wir mir in der 7. Klasse mit dem Werkunterricht beim Herrn Paul, der mir einen Schlüssel ins Kreuz eingestochen hat, weil ich nicht ins Klassenzimmer gehen wollte, du Penner! Der Herr Paul, ja, der hat mal einen von uns fast gerade gegeben, weil er zu die Weiber in Sportunterricht mitgeschaut hat. Und hat er so umgeschaut und da vorher 6 Grad so eine Faust durch und dabei hat der Lehrer umgeschlungen. Ja, ich hab da so eine Laterne, die ist aus Holz, und ohne Scheiß, da haben wir wochenlang, 2 Monate lang, da haben, also diese Vierkant, ist eh klar, und da haben außen rundherum, die Ecken haben aus Holz. Und die haben so Stifte und da werden die Holzbredel draufgesteckt. Und die Stifte da,
Das waren eigentlich diese Vierkanthölzel und das da haben wir ausfeilen müssen. So ein und das Ganze 4x2 an beiden Enden, das hat dauert, Alter. Und dann ist der irgendwann das einmal abgebrochen. Dann hast du wieder von vorne angefangen. Ja. Und dann, das hat eine super coole Funktion, nämlich da kann man das auffahren, dann kannst du so Kerzen rein und dann kannst du es wieder so ist ja kannst du richtig es zuklappen. So was Aufwendiges habe ich nicht mal als Gesenkstück Aber gemacht. ich finde, dass diese Dinge. Dein Gerät möchte ich bald ausschalten, sagt er da hinten. Mein Gerät? Das ist sicher. Ja, das macht gleich Energie Das sparen. ist ein PC, das ist mir wurscht. Okay, hau. Ganz ehrlich, das finde ich eine sehr pädagogisch wertvolle Sache, dass du sowas lernst. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Hat er das Der ganze Rest in dieser Drecksschule. Kannst du es halt noch? Ob mir das weitergebracht hat, dass du mit einer Feile, mit einer Sage, mit Metall mal irgendwas am Anfang hast, natürlich hat das irgendwann mal jemand weitergebracht. Spätestens ein Schraubei dran, irgendwas halt. Ja, irgendwann musst du die erste kann ich das Schraube nehmen. heimnehmen. Ja, ich kenn Leute, Ja, die haben- herzlichen Glückwunsch, dann hast du bezüglich Koller gebaut, du Trottel. Hab ich dabei? Nein, ich hab nichts gebaut. Ich hab nur Ich kenne Taschenmesser einen, der hat gemacht. mit 30 Jahren einen Handwerkerkurs gemacht, wo dann gelernt hat, wie man Dübe in die Wände rein tut. Weil ich sag, was ist mit dir? Das hab ich keine Ahnung, das hat damals mein Okay, kann ich mich nicht rausnehmen? Ich bin handwerklich sehr unbegabt. Ich bin aber Logik mit deinem Bohren. Das Kann ist man ja, sagen. dass du da nicht lernst, dass du ein Haus baust, das ist mir auch klar, aber dass du einfach schon einfach einmal kurz Gefäll. Kurz die ein Scheißlaternen Gefäll dafür mit- kriegst, ein Gefäll für Holz kriegst, ein Gefäll für Metall, für Blech, für keine Ahnung was. Und für einen Hammer, für Pfeile, für einen Schraubenzieher, für einfache Dinge halt. Schraubenzieher. Pädagogisch sehr wertvoll. Außerdem hast du einen Schraubendreher. Schraubendreher, wir haben das gesagt, der Das ist Paul. das ist der richtige Der Paul! Irgendwann komme ich in der Nacht und stick der Main-Schlüssel ins Kreuz. Das geht So, eh. Wir so haben in das der heißt. Hauptschicht an, da gehen wir dann auf nächste Folge, da ich sagen, gehen wir in der Hauptschicht, aber da mal einen Müssen wir der auch straight in die nächste Folge rein, weil Der den Schlüssel Schlüssel kurz mal, kommt müssen wir vor. kurz einmal nochmal ein High-Five machen. Verdammt! Leute, wir haben ja noch nicht ansatzweise fertig. Nein. Also wir haben ja nicht einmal angeschmeckt, was für Geschichten dass wir in der Schule erlebt haben. Von der Abschlussfahrt bis zu den Besinnungstage, bis zum Schulanheim, bis zum Hasslehrer, zum Lieblingslehrer, zum Lieblingsfach. Ich weiß gar nicht, was ich die Leute daheim fragen soll. Was ist in der Frag Schule? Jasmin. An was erinnert ihr euch noch im Jasmin? Erinnerst du dich an Kein Flo? Kommentar lesen von dir. Jasmin? Erinnerst du dich an Erinnerst du Flo? noch an Flo? Sein Füller. Und was ist vom Rest? Erlebnisse aus dem Kindergarten und der Grundschule. So, was war. Mir fällt nur ein, es hat so einen Setzkasten mit Buchstaben. Ja, Setzkasten. Da hast du die Buchstaben außer da können und in so eine Holzrille Malkasten. Oh, lecker Malkasten. Scheiß Malkasten. Wir haben ja noch nicht ansatzweise fertig und haben ja jetzt fast eine Stunde lang Ja, gelauert. Leute, ich Zieh Grundschule nur fürchte. durch. Grundschule da ist schon jetzt schon fertig Sind wir durchziehen. eh durch, oder? Was möchtest du in der Grundschule noch? Was möchtest du noch? Kennt ihr die Flohkiste noch? Nein. Oh wow. Okay, jetzt machen wir Ende. gut, Nein, das Moment, ist traurig. Schreib's Jetzt, auf für die okay. nächste. Die Nein, weil da ist Flohkiste keine kennen wir Grundschule wirklich Heute mal. Genau, Kennst du nicht? Flohzirkus. Das war praktisch, das war das erste elektronische Teil, da wo du praktisch immer 2, 3 Antwortmöglichkeiten gehabt hast und wenn du draufgedruckt hast und das war richtig, dann hat die immer richtig, hat die gesagt. Kennst du Praktisch so ein VTech. Ein Lerncomputer. Ja, halt kein Computer nicht, aber es war halt. Bei uns der früheste Computer bei mir war im Jahre 99, wie ich in die Realschule gekommen bin und da hat es dann einen Computerraum gegeben. Und da habe ich so Textverarbeitung. große, genau, mit TV. Aber da haben wir nicht. Na, nein, nein. das machen wir dann als nächstes. In der Grundschule, dann müssen wir das nächste Mal, weiß ich nicht, also es kommt auf alle Fälle nur eine Folge über Schule, weil das ist ein Wahnsinn. Hat es bei euch ein Belohnungssystem gegeben? Ja, mit Sterne. 4 Beim- Sterne war das Maximum. Bei uns hat es das Ding gegeben, ein Lorte. Und immer wenn du was gut gemacht hast, dann, das war so ein Lorte mit so Klettverschlussdinger und jeder hat ein Mackerl gehabt und da bist du immer aufgestiegen und wenn du ganz oben warst, hast du ein Braval gekriegt. Ein Braval. Das waren so scheiß Sammelkarten. Bei uns Ja, war, genau, also Karten haben wir mir auch gekriegt, mit Fegel drauf und so. Ja, so ein Bullshit halt. bei uns war ein Stempel. Also wir haben so Die jetzt sind Stempel ab der, gesammelt. genau, erste, zweite Klasse waren Braval-Karten und dritte, vierte, mit der Lehrerin die Bund nicht mengen hat, da hat sie dann über Titelmaus-Stempel ins Heftel eingekriegt. Ja, bei uns hat es einmal Stempel Der gegeben. Herr Fischer, das war unser Drittklasslehrer, der war sehr nett, der war ein junger Referent, der ist dann bei uns auch Lehrer geworden, der hat mit uns die Prüfung gemacht. Grüße gehen raus an den Herrn Fischer. War ein netter Kerl, bei dem hat so wie Fred Ferkel Katjes gut Boah, geil, Ja, Alter. dann genau, das war jetzt das nächste Die hat er uns Da haben wir übergeben, immer wenn du so- es gut gemacht hast, dass du die kriegst. Ich hab einen Opfer gekriegt, weil ich war fett, hat geheißen. Du bist fett. Nein, ich war. Friesen Opfer halt dein Mal. Sein Freund hat kein Brokkoli-Brecker gekriegt. Brokkoli ist schon geil. Das ist auf alle Fälle ein schönes und ergiebiges Thema. Ich hoffe, da können wir mindestens noch 2 Folgen drüber schmeißen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Wir haben ja nicht mehr angefangen, wenn ich auf 4 schaue. Rote Laternen haben wir Weiß schon es nicht. Ja. Hacky Sex. Gut, oh, die Hacky Sex. Kann aber erst ab der Hauptschule gehen. Ja, erst ab der Hauptschule. Was ist mit dir eigentlich? Aber ich stehe zum Sänger, jeder von euch kann werfen und trifft. Aber mit den anderen sein Bimbus. Kopfballstark, hast du das Ja, gesehen? das Das ist wegen dem Kappi, wegen dem Bayern Kappi. Und wegen Ja, Bayern Sterne Mappel. Südens. Ja, kann ich. Merci fürs Mitschmerzen. Ja. Merci fürs Schön, Mitschmerzen. dass du- Endlich einmal ein Thema, dass Das du ist auch nicht so- was weißt. Schön, schön. Und jetzt würde ich sagen, kauft das verdammte T-Shirt, der Mango!
Jetzt schmeiß ich dir das Heckensäck auf. Jetzt wird's Kamera umgehauen. Und du lässt das nicht auf Instagram hoch und markierst uns. Aber echt, Ja. wer ist der Nächste, oder? Nicht vergessen, Ja, bewerten, liken, teilen, Abo, was weißt du nie, was du ist. Ich Alles. hoffe, Sie hatten Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wird es wahrscheinlich um die Hauptschule gehen, nehme ich an. Haben wir ein bisschen älter. Ja, ich war in der Realschule, Jungs. Ist das schon eine? Ja. Aber nur Du bist von der zeitweise. Grundschule in die Realschule gegangen. Ja. Du hast so Bei gescheit, dass du zwei Jan Klassen übersprungen Dicker, hast. guck mich an! Das ist ja später schon, ist ja später noch War ein gewesen. glücklicher Bei uns Zufall. war es ja nur von der Du bist 6. ja auf die 10 Jahre 7. jünger mit mir, du Assi. Alt. Wie ich auch nicht, der schmerzen kann. Spaßt. Take it. Du bist dann in den Realschule, bist zum Logopäden. Du bist der gehen, oder? bayerische Dialekt-Ahnungsloser, bist du. Kann man Das jetzt ist- endlich Schluss machen, möchten wir schon seit. Nein. Das ist, Ich hab das Jetzt Kabel machen wir jetzt noch weiter. gefunden. Das machen wir jetzt noch weiter. Ich muss mir noch was überlegen, wenn ich Kani jetzt beleidigt. Na, Ja. no. Wenn ich 5 Minuten da sitze und überlegen. Aber ich bin zart beseitigt. darf ich mir in mag der das Zeit nur ein Bier holen dann? Nein. Oh. nicht. Da Das jetzt ist gemeinsam. Da. Wo gestanden, die locker kannst du saufen. Tornado. Und wegballern. Ja, gut, passt. Dann sagen wir es beim nächsten Mal. Mir, also fürs Zuschauen hat sich gerne bewerten. Nicht vergessen den ganzen Bullshit. Habe. Tschüss. Okay, bye. Wing einmal.